Mit der Absicht, die Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen in Ostturkestan, welches seit 1949 durch die chinesische Regierung besetzt wird, zu beseitigen, hat China 6 Journalisten aus der Türkei, Ägypten, Afghanistan, Bangladesch und Sri Lanka zu einer Besichtigung der Region eingeladen. Organisiert wurde die Veranstaltung von den chinesischen Medien. Nachfolgend berichtete der ATV-Journalist Erdal Kurucay dem chinesischen Radio seine Beurteilung der Situation. Wir haben eingesehen, dass wir einen großen Fehler gemacht haben, durch den nun die Vorurteile beseitigt sind. Es gibt wirklich einen Teil, der kriminell ist oder zumindest einen Hang dazu aufweist, und diese sind nun in den Lagern. Karakash, Präsident des East Turkestan Information Center, antwortete den Journalisten, die auf die propagandistische Inszenierung hereingefallen sind. Als würde die jahrzehntelange Tyrannei nicht ausreichen, versucht der chinesische Staat nun, die Weltgemeinschaft zu täuschen. Die Unterdrückung der Uiguren in Ostturkestan ist nicht hinnehmbar. Chinas Praktik bedroht den Weltfrieden und eine Welt ohne Gerechtigkeit und Frieden ist unvorstellbar. Eine Falschnachricht unter dem Titel »Chinesische Polizisten helfen, egal ob im Winter oder bei Schnee«, herausgegeben von einem chinesischen Nachrichtenmedium, wurde durch Kameraaufnahmen entlarvt. China unterdrückt seine eigene Bevölkerung und hält Millionen in Ostturkestan gefangen. So verwundert es nicht, dass Nachrichten durch ein wenig Hilfe bereichert werden. Die Kameraaufnahmen zeigen, wie die Bevölkerung mit künstlichem Schnee getäuscht werden sollte. In Kirgisistan demonstrierte man gegen die chinesische Einflussnahme im Land. Die Demonstranten prangerten die wirtschaftliche Abhängigkeit Kirgisistans von China an. Auch in Konya in der Türkei protestierte man, hielt eine Pressekonferenz, in welcher die Unterdrückung und die Tyrannei in Ostturkestan verurteilt wurden. Der Verteidigungsraum- und Luftfahrtminister Kasachstans verkündete von der gemeinsamen vertraglichen Einigung über die Herstellung der Flugkörper. Die Firma Kazakhstan Engineering leitet nun die gemeinsame Produktion des Mi-8 AMT-Helikopters. In einem Bericht des russischen Außenministeriums wird dargestellt, wie Amerika versuchte, die russische Afghanistan-Politik zu unterminieren. Das Ministerium verkündete von unumstößlichen Beweisen für die Verbindung zwischen den USA und dem IS. Weiter berichtete der Rapport über die Rolle der USA bei der Verlegung des IS von Syrien und dem Irak nach Afghanistan. Die Vereinigten Staaten Amerikas erarbeiten ihrerseits ebenfalls einen Report, der die Verbindungen Russlands zum IS aufzeigen soll.